So Leute, keine Minigkeit vorschützen, es geht auch schon weiter hier bei One Piece World Warriors im Kampf gegen Akino, was natürlich im Prinzip total unlogisch ist. Ich meine, hier auf Lava und so Felsen stehen. Wow, genau, und das ist so eine fiese... wie jetzt? Ich habe nicht ganz so gut hingesehen, das stimmt, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich eine volle Energieleiste habe. Hatte mich echt mit einem Schlag platt, also mit einer Attacke, ne, wohlgemerkt, hat die aus etwa 10... Achso, nee, ich war schon geschwächt, okay. Ich wollte gerade sagen, nee, geht doch gar nicht. Wie kommt man da vorbei? Da geht er gar nicht. Der trifft mich immer da, wo ich gerade bin. Oh oh, Leute, das sieht übel aus. Ach du Scheiße. Nein, ich behalte ihn noch auf normal. Noch ist gut. So, können wir überspringen. Dankeschön. Ja, wo ist die richtige? Ich hab... Oh, noch ein paar Truhen jetzt plötzlich. Alter! Leute, ja komm, das kann wohl nicht wahr sein, ey. Das nur, weil ich mit so viel Energie oder so wenig Energie jetzt hier reingestartet bin. Nein, nicht ändern. Ist nicht notwendig, ich brauche bloß die richtige Kiste. So, jetzt müssen wir das aber wissen, hey. Alter, der zieht mir die Hälfte ab mit einer Attacke. Mal kurz, Leute, will etwas testen. Komm, Akino, greif an. Ich brauche eine Strategie gegen dich. Nicht das hier, du sollst richtig angreifen. Geht doch, ah, okay. Wegrennen, das ist die Lösung. Nicht irgendwie was anderes da versuchen. Wisst ihr was? Wow. Und Gum Riffle. Und jetzt Gear 2. Nein! Was für Ass zum Henker. Renn doch einfach mal weg wie vorhin. Na klar, jetzt geht's doch nicht mehr. Willst du mich verarschen, Alter? Du gehst mir auf die Klöten. Du triffst mich doch eh nicht, du lahme Flasche. Komm schon, Waffe, aktivieren! Ja, ich habe dich. Yes! Und jetzt, Mann! Alter, ich habe voll getroffen, aber ich zieh kaum was ab. Wow. Alter, hör mal mit dem Scheiß auf. Alter, das geht nicht. Wow. Alter. Junge. Beruhig dich mal. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja, hallo. So, jetzt nochmal mit Gemütlichkeit. In die Schnauze. So, jetzt weg hier. Und gleich nochmal. Jetzt trifft er mich nämlich nicht. Hoffe zumindest. Klar schlage ich dich, siehst du doch. Was zum... Willst du verarschen? Die Szene gab's nie im Original. Fies. Ein Gummimensch auf Lava, das kann nicht funktionieren, das ist unlogisch. Ja, was soll's. Bitte mit Haki ausrüsten, sonst hast du keine Chance, Ruffy. Er hört nicht auf mich. Na gut. Muss ihm halt helfen. Na klar. Jetzt zu dir, Strohhut. Alter, leck mich doch am Arsch. Du bist am Arsch noch einmal und dann hab ich dich. Und das war's. Finish him off. Kacke. Na klar, wieder weiß. Das wäre so viel effektiver mit Haki, aber ist egal.
Riesenketten? Gibt's überhaupt? Das habe ich noch nie eingesetzt. Welche Taste muss ich drücken? Hallo, kommt da mal was? Na, wieso wohl? Weil du hier der Narr bist, Akainu. Hey, das ist ein Spoiler. Das gibt's doch erst nach 2 Jahren. Giant Red Hawk, sage ich dazu nur. Es fehlt zwar das Haki, aber ist ja egal. Die klopfe ich in die Umlaufbahn. Waffi? Das ist für meinen Bro. Ach du Scheiße. Wuhu! Da fliegt er wie eine Schwalbe. Und Episode 16 ist beendet. Das Schafott. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte einer der letzten Episoden hier gewesen sein vom Hauptmodus. Mal gucken. Was jetzt noch so kommt, nicht wahr? Oh, die Sterbeszene. Luffy. ちゃんと助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ。バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだ。エース死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ。エース。そうだな。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう思いも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。Ace ist tot. Getötet durch Akainu. Ein geliebter Bruder, ein geliebter Sohn und ein geliebter Enkel ist von uns gegangen. Ja, wieder mal eine traurige Episode, muss man so sagen, weil ich gestern erst gerade noch
ein bisschen von Naruto Storm 2 aufgenommen habe und da ist Jiraiya gestorben. Heute ist Ace dran. Wer ist wohl morgen fällig? Oh Mann, oh Mann. Neue Münze von Garb. Aktuelle Münze Garb. Gut, kommt weg. Ja, schön mit ein bisschen durch. Ich habe eigentlich groß Bock, da nur was durchzugucken. Ausdauer, ja, schön. Nami, kann man auch so lassen. Neue Pazifisten-Münze. Sanji wird die ersetzt. Verteidigung, ja, ist schon gut. Ersetzen die mal. Münze, die du behalten möchtest, werden verwahrt. Fortfahren, ja, gerne. Levelaufstieg zu Level 33, schwacher Trost, aber immerhin haben wir jetzt mal unser reguläres Kopfgeld erhalten, sage ich jetzt mal, mit 300 Millionen Berry. Sonst nicht mehr gerade viel gut.突如現れた黒ひげ海賊団の集中攻撃を浴びてついに力尽きた。ワンピースは実在する。最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。その後白ひげを討ち取った黒ひげマーシャル D ピーチは謎の特異体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収。マリンフォードを沈めようと暴れ出す。一方で海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなくルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。泥沼と化した戦場にやがて一隻の海賊船が現れた。それはかつて少年だったルフィに麦わら帽子を預けた男、赤髪のシャンクスの船だった。新世界に君臨する四皇の一人シャンクスの突然の介入により黒ひげ海賊団は撤退を余儀なくされ、海軍本部元帥戦国もこれ以上戦い続けることの無益を悟り全軍に終戦を宣言。かくして大海賊時代が始まって以来最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じた。ジンベエらの尽力によって戦場を脱していたルフィは昏睡状態に陥りながらも一命を取り留め、再び尿ヶ島にかくまわれる。しかし目覚めてもなおエースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんを見ちゃおれん。俺の体だ。勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの。彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次なんか言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわもう何も見えんのかお前には。どんな壁も乗り越えられると思っておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々。この海での道しるべじゃった兄。なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ。
ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ。行かなきゃ。すぐ会いてえ。あいつらに会いてえよ。Genau, das müssen wir. おお、ルフィ君、早速会えてよかった。 Aber noch nicht jetzt. シェイリーのおっさん、なんでこんなとこにいるんだ？俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは？いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか？あの島で君たちの身に何が起きた？繰り返すためにまた集まる気か？私から一つ提案がある。乗るか反るかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島で。Und damit war's das für One Piece Pirate Warriors. Ja, Freunde, das war so viel zu diesem Spiel, zumindest mal was die Hauptstory anbelangt. Ja, Jinbei hat natürlich recht, wenn er sagt, dass schon in Ordnung ist zu trauen und so. Natürlich, wenn man so einen Verlust hinstecken musste, ist das natürlich verständlich und auch, ja, halt natürlich, aber man muss halt auch immer fragen oder halt auch überlegen, was hat man überhaupt noch, für was lohnt es sich noch zu kämpfen, und Ruffy hat natürlich noch seine Freunde. Und diese Freunde wird er in 2 Jahren wiedersehen, beziehungsweise hier in diesem Spiel in Episode 0, da gab es so einen kurzen, ja, Flashback kann ich nicht gut sagen, obwohl eher so eine kurze Vorschau, was uns denn wohl in One Piece Pirate Warriors 2 erwarten wird. Dieses Spiel, Pirate Warriors 2, wird in Japan bereits so gegen, ich schätze mal Mitte, Ende März 2013 erscheinen, also noch dieses Jahr, genau, etwa 2 Monaten von diesem Spiel her aus betrachtet. Und wann es bei uns mal erscheinen wird, gute Frage, denke mal so im deutschen Raum so ungefähr doch eher Ende Jahr, sprich Oktober, November. War ja bei One Piece Pirate Warriors 1, sprich diesem Spiel auch so. Könnte natürlich auch sein, dass das Spiel bereits vorzocke, sprich ja, so März, April herum, falls ich bereits die japanische Version bekomme, weil, habe ich schon mal in einem Infovideo erläutert gehabt, weil es macht dann keinen großen Unterschied, ob ich jetzt die japanische Version zocke oder die deutsche. Wir kennen ja halt den Manga, wir kennen den Anime, von dem her denke ich mal, kann ich das Ganze schon so ungefähr 1:1 übersetzen. Und Pirate Warriors 2 soll ja auch mit sogenannten, habt ihr mir mal erzählt, so mit sogenannten Was-wäre-wenn-Geschichten versehen sein, sprich zum Beispiel damit Enel die Story, was wäre, wenn die Strohbande erst 2 Jahre nachher auf Skype gelandet wäre, sprich da, wo sie bereits in der neuen Welt waren. Und ich denke mal, das wäre sicher noch interessant, wenn Ruffy und seine Freunde gegen Enel fighten werden. Ab dem Zeitpunkt, wo sie bereits über ihr Haki Bescheid wissen, Ruffy bereits Haoshoku beherrscht, macht er bereits jetzt, aber sobald es auch richtig einsetzen kann und halt auch individuell einsetzen kann. Ja, noch die ganzen Credits und so. Das Spiel selbst, One Piece Pirate Warriors, kann man kurz den Controller hier weglegen. So, One Piece Pirate Warriors 2 sage ich schon, One Piece Pirate Warriors.
Ein Spiel, bei dem sehr viel übernommen wurde vom Original her. Es wurde auch einiges Dinge wurden weggelassen, wie zum Beispiel der Thriller-Bug und Skypia. Und auch die Heimat von Lysop, sprich mit Captain Black und so, wurde alles weggelassen. Wieso? Ja, okay, wie gesagt, jetzt von Enel und Skypia weiß man, dass bereits bei Pirate Warriors 2 davor kommen wird. Wegen der Thriller-Bug und auch wegen Captain Black, ob das kommen wird bei Pirate Warriors 2, keine Ahnung, mal gucken. Aber sonst vom ganzen Kampfsystem war es mal etwas Neues, da die ganze Zeit herumrennen und viele Gegner... Ja, wollte gerne noch ein bisschen weiterzählen. Ja, 2 Jahre später. Und sehen uns wieder bei Pirate Warriors 2. Noch kurz zum fertig erzählen, Freunde. Der Sound war meistens sehr klasse, auch immer gut inszeniert. Die Steuerung ein bisschen, nur ganz bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst auch sehr gut. Ja, was ich sonst ein bisschen schade fand, war da mit der Kamerasteuerung. Die war manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder auch sehr seltsam, weil das nicht so gut ging mit der Kamera justieren oder umschwenken. Vor allem, wenn man dann noch ein paar Kisten einsammeln wollte, aber sonst sehr gut. Schwierigkeitsgrad war meistens auch sehr, ja, doch, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen war Pirate Warriors ein sehr gutes Spiel. Ich meine, etwas Neues, weil sonst bei Naruto und sonstigen, sage ich jetzt mal, Spielen, die in ähnlichen Kategorien fallen wie das hier, ist doch eher so, dass 1:1 Kämpfe sind und hier war es wirklich mal Multikämpfe, beziehungsweise 1 gegen Multi. Und das war schon mal ganz cool, mal sowas zur Abwechslung auch mal zu zocken. Ich denke mal, Pirate Warriors 2 wird ähnlich sein und deshalb freue ich mich schon, ich hoffe auch, schon in einigen Monaten, Wochen, je nachdem halt, ob ich bereits die japanische Version zocke, dass es bereits hier weitergeht bei One Piece. So, jetzt können wir auch Viper in einem weiteren Log einsetzen, genau, muss ich auch noch erzählen. An der kleinen von Ruffy, ja, ist ja, wie viele gibt es überhaupt? Hallo Buck? Ah, nee, doch nicht. Glück gehabt. Was die ganzen, ja, es gibt die hier bei Pirate Warriors. Könnt ihr bitte mal ein bisschen schneller machen hier? Ich möchte gerne noch etwas erzählen. One Piece Pirate Warriors mit der Thousand Sunny. So, mal Start drücken, mal gucken, was passiert. Hauptlog haben wir abgeschlossen. Steht jetzt da etwas Besonderes? Können wir das Ganze nochmal zocken? Oder wie, wo, was ist das so? Oh, Episodenkleidung mal kurz gucken. Das kann ich alles machen. Okay, Episodenkleidung, Waffe Standard. Water 7. Okay, mit der schwarzen Hose. Ja, sieht ja auch cool aus. Sabodia Archipel, okay, mit der blauen. Mit dem blauen Hemd. Was ist das hier? Impel Down, okay, das ist plötzlich Türkis, wieso auch immer. Impel Down 2 hat er sich plötzlich unten mal umgezogen, nicht wahr? Marineford, da hat er. Ein bisschen verbeulter, okay. Ja, die Kleidung hat bereits ein paar Spuren abbekommen. Neue Welt, oh, das ist auch eine coole Kleidung hier. Und Samurai, das war so ein DLC, das man runterladen konnte, genau. Sehr schön. Neue Welt können wir bereits anwählen. Können wir jetzt hier auch mit neue Weltklamotten zocken. Das wäre ja cool. Sonst 6 Episoden, inklusive Episode 0, wo es ja 2 Jahre nachher alles spielt. Genau, da der Anfang zumindest noch vom Sabaody Archipel. Sabaody Archipel, so herum. Sonst gibt es ja bei Pirate Warriors noch den Online-Modus, gibt es ja auch noch, aber bis jetzt noch nie gezockt. Wäre vielleicht auch mal noch eine Variante. Sonst gibt es noch die Herausforderungen, genau, es gibt noch den weiteres Log, ich glaube hier bei den Herausforderungen sind noch die ganzen DLCs noch, die es noch so gibt. Die ich mal heruntergeladen habe, die es inklusive den ganzen Klamotten zu den Charakteren gab. Genau, hier sind ein paar automatisch freigeschaltet. Ein paar andere kommen erst noch, da haben wir erst später noch gemacht. Das müsste man anhand des Charakters sehen können, welches ist. Na, mal gucken, ist das hier, den ich runtergeladen habe? Nö, doch nicht. Okay, was hier nicht drin, Herausforderungen. Dann war es noch hier bei weiteres Log. Müsste aber hier gewesen sein. Jo, Bingo, hier war es. Hier sind immer noch die ganzen Charaktere, die man hier hat. Gerade zum Spiel wählen, okay. Zum Beispiel Henker. Und ja, man kann ganz viel auswählen. Whitebeard geht ja auch, Level 1 alle noch. Nur Waffe Level 33, Alter. Freier Modus, was gibt's denn hier noch alles? Okay. Ja, können wir das Ganze nochmal ein bisschen anders zocken. Ist jetzt noch der Gegner? Nee, oder? Ich glaube eher Verbündete, was? Genau, dann werden halt die jeweiligen Charaktere hier werden uns Verbündeten. In diesen Episoden hier wieder. Als Episode 1. Okay.
Die werde ich jetzt diesmal nicht mehr Let's Playen und diesen nicht mehr so zocken. Wenn ich es überhaupt noch Let's Playen werde, das kommt auch auf euch drauf an, ob ihr das überhaupt wollt. Wenn ich es Let's Playe, dann gibt es ein neues Let's Play dazu, weil ich möchte dazu als eine Art Let's Play One Piece Pirate Warriors, irgendwie DLCs und weiteres so etwas. Weil ich finde, dieses Let's Play hier zu Pirate Warriors hat schon lange genug gedauert und wir haben noch andere Projekte zum Zocken. Daher würde ich mal sagen, dieses Let's Play hier ist an dieser Stelle hier beendet und damit weiteres Log und Herausforderungen können wir sonst mal alles in einem neuen Let's Play dann wagen, versuchen. Wie auch immer, natürlich, wie gesagt, nur wenn ihr es auch so wollt. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob ich das hier, sprich damit DLCs etc., ob ich das Let's Play bereits noch vor Pirate Warriors 2 bringe oder erst nachher. Kommt ein bisschen darauf an, wann wir die aktuellen Projekte abgeschlossen haben und auch, ob ihr es überhaupt noch wollt, natürlich das auch. Download, ja genau, die ganzen DLCs runterladen, aber auch wann halt One Piece Pirate Warriors bei uns erscheint, wann ich die Version kaufe, ob es die original japanische ist oder die deutsche Version, müssen wir alles noch gucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Ausschauen des ganzen Let's Plays, hat ja schon wieder eine ganze Weile gedauert. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten One Piece Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen und see you later, Alligator. Ciao zusammen.